Schon etwas Neues vom Majordom? Etwas Neues? Es ist der 24. Dezember und da feiert man Herzogsnacht. Ja, also... Ich habe gedacht, ich spare die Neuigkeit bis zum Schluss. Es ist nämlich so... Die Brieftube ist zurückgekommen und hat mir ins Ohr gezwitschert. Der Major Donner ist auf dem Weg gestanden. Gestanden? Ja, gestanden. Gestolpert. Aber jetzt ist er zurück. Ja, genau. Er ist zurück. Und das Musso Blamage wird um Punkt Mitternacht serviert. Was? Was? Das ist ja... ja, und wieso habe ich das nicht sofort erfahren? Entschuldigung, unwissendster Herzog. Ich habe gedacht... Das ist ja... hurra! 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 Herrlich. So, und jetzt her mit dieser Pfauenleber. Ah ja, die Pfauenleber. Ja. Wenn das alles vorbei ist, dann mache ich dich zum Marquis von Schleim. Aber nein, auch der gnädige Herzog ist viel zu freundlich. Musikanten, wir spielen den Gavot. Ich will ein bisschen für den Herzogstanz üben. Oh je, ich muss abhauen. Am besten gleich, noch bevor er merkt, dass es gar kein Musso Blamage geben wird. Sonst verliere ich meinen Kopf. Von Schleim, schau mal! Oh, lala, wie elegant, galantester Herzog. Pirouette, schau mal! Bravo, verteidigster Herzog, bravo! Bankettmeister von Schleim. Wächter, was machst du da? Du sollst doch vor dem Zimmer von der jungen Herzogin stehen, zum Bewachen. Die junge Herzogin ist verschwunden. Was? Das Zimmer ist leer. Oh! Wieso bin ich nur von lauter Tobel und Idioten umgeben? Jetzt Schleim! Ah, foxtrotteligster Herzog, bravo, bravo! Schickst dem Stadtwächter sofort eine Beschreibung von der Ottilia und sagst ihm, dass das Mädchen gesucht wird. Die werden sie finden. Sie kann niemanden ahnen. Auf die Seite. Oh, Entschuldigung. Ottilia lässt eine Frau vorbei, die einen alten Schaukelstuhl hinter sich her schleppt. Ein Mann mit einer Geiss auf dem Arm drängelt an der Ottilia vorbei. So viele Leute. Und alle haben es so brisant. Ottilia hat keine Wahl. Sie muss mit dem Menschenstrom mitlaufen. Sie kommt auf den Platz. Ein Marktplatz. Soldaten. Ich muss mein Gesicht unter der Kapuze verstecken, damit mich niemand erkennt. Achtung, Achtung! Alle zuhören. Mein Name ist Captain Pulver. Stellt euch alle in einer Reihe auf und gebt eure Herzogsgeschenke bei mir ab. Die Ottilia sieht, wie die Stadtbewohner Stühle und Tisch und Hocker und Kästen, Brot und Konfi, Gänse und Gückel abgeben. Das ist aber ein mageres Gückel. Ein kleiner Bub prieket, als er sein Kätzchen abgibt. Mein Büsi. Her damit. Das gibt immerhin ein feines Geschnetzeltes. Und denkt daran, wie gern ihr eure Herzog habt. Das gibt euch ein gutes Gefühl. Der Herzog. Das ist mein Vater. Er nimmt dann alles weg. Die Stadtbewohner sind alle hohläugig und mager. Die Kinder starren mit leerem Blick vor sich hin und klammern sich frierend aneinander fest. Sie haben Hunger und frieren. Und denkt dran, kein Herzogsgeschenk bedeutet Gefängnis. Ich muss weg von da. Du dort, junge Dame. Ich? Wo hast du dein Herzogsgeschenk? Ich? Moment mal. Der Kapitän Pulver zieht der Ottilia die Kapuze aus dem Gesicht. Jetzt schau auch da. Zufällig suchen wir ein Mädchen, das genau so aussieht wie du. Nein, das ist ein Missverständnis. Nein. Du kommst mit. Der Kapitän Pulver packt Ottilia an der Kapuze. Aber Ottilia schlüpft sofort aus dem Mantel und rennt davon. Haltet sie auf! Haltet sie auf! Sie drängelt sich durch die Menschenmenge. Niemand probiert sie aufzuhalten. Im Gegenteil. Helfende Hände stoßen sie vorwärts und lenken sie in die richtige Richtung. Hinter ihr schließt sich die Menschenmenge, sodass die Soldaten sie nicht mehr sehen. Versteck dich im Gässli. Dort hin. Danke. Ottilia rennt aufs Gässli und kommt endlich zum Stadttor. Überall Soldaten. Wie soll ich nur da durchkommen? Jetzt sieht sie einen Karren voller Hühnerkäfig.
Der Kutscher hockt auf dem Kutschbock und döset vor sich an. Ich muss es probieren. Sie klettert leislich auf den Karren und versteckt sich unter einem Sack. Was ist los mit euch Hühnern? Als ob ein Fuchs einen Wagen geschlichen hat. Ich liebe Schönli. Alles gut, alles gut. Halt! Alles gut. Was hast du auf deinem Karren, alter Mann? Ich habe Hühner gekauft. Jetzt fahre ich heim. Ja, Viola, ja, die Viola feiert an meine Frau, sie hat Geburtstag. Also, gut. Schöne Viola. Echte. Macht das Tor auf! Ottilia liegt mucksmüsli-still unter ihrem Sack. Sobald sie aus der Stadt draussen sind, ist sie parat. Adieu, ihr lieben Hühnli. Danke, dass ihr mich mitgenommen habt. Sie springt vom Wagen runter. Jetzt ist sie am Waldrand. Ganz allein. Sofort fängt sie an, im Schnee nach Spuren zu suchen. Da! Spuren von Soldatenstiefeln. Die müssen von Meier Donner und seinen Männern sein. Spuren führen direkt in den Wald hinein.